Habe Dere, Servus, grüß euch und Servus zu einer neuen Folge von Minecraft mit Mur. Letzte Folge haben wir so eine kleine nette Folge gehabt. Eigentlich wollten wir so Magma-Creme holen, aber hat dann nicht so hingehauen, weil die Typen einfach keinen Bock gehabt haben zum Spawner. Ja, mei, was soll ich machen? In der heutigen Folge habe ich wieder was vor, und zwar möchte ich eine Höhlenfolge machen. So. Und zwar möchte ich schauen, dass wir ein paar Dias finden. Also das ist mein Ziel für die heutige Folge. Dias finden. Und ja, natürlich muss ich nicht drauf gehen. Das ist aber eigentlich mein Ziel. Genau. Was ich aber jetzt auch einfach noch schnell machen möchte ist, da unten, das wisst ihr ja, da unten unsere Farm, die haben wir noch nicht gebaut. Die baue ich jetzt noch schnell und dann gehe ich oben Richtung unserer Höhle. So Leute, also ich habe jetzt gerade, das habt ihr jetzt gesehen, ich habe jetzt gerade noch Holz braten, dass ich mir ein paar Fackeln machen kann. Mein Eisenspitzhacke habe ich dabei, Pfeile habe ich auch dabei, da fällt sich dann auch nichts. Den Bucket können wir glaube ich in Totborder, das soll sogar passen. Steckerl habe ich dabei, falls wir uns irgendetwas craften müssen. Genau. Da habe ich jetzt noch so einen Zaun gebaut in der Zeit. Unsere Baum da hinten müssen wir eigentlich dann auch mal abformen. Und wie gesagt, die haben da unten so eine kleine Farm baut. Warum ich da noch über abpflanzt habe, ist, weil ich das voll mit Kartoffeln machen möchte, also mit Äpfel. Und dafür muss ich halt noch warten, bis das da unten, die Kartoffeln da unten ausgewachsen haben und die dann da unten alle abpflanzen kann, sonst bringt mir die Farm da hinten nichts. Schauen wir mal da noch mal oben. Passt, dann können wir dort, müssen wir nochmal zack, zack und zack, dann wächst es da. Gut. Und dann, da ich sagen, mache ich mich mal auf in unsere Höhle oben. Ich möchte nämlich heute, ja wie gesagt, Dias farmen und die kann man am besten, glaube ich, auch für 57 oder 59, ich weiß gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kann man die da auf der Höhe recht gut farmen. Und da würde ich sagen, gehen wir in unser Lush Cave rein, weil warum unnötig Eugrom, wenn man eigentlich eh schon die Höhle in dem Sinn hat. Da geht's auf. Passt. Zack. Und dann da oben. Dann da ich sagen, ich möchte nämlich gar nicht um so weit umeinander gehen. Ich sage, glaube ich, mit da gleich einmal oben. Also da direkt da daneben. Da haben wir schon mal Eisen. Eisen ist schon mal wichtig. Dann möchte ich da einfach so einen Gang runtergraben. Ich weiß, ich kann da hinten, wenn ich da hingehe, ich kann da hinten auch weiter oben. Aber ich mag halt nicht, dass da von mir irgendwelche Monster dann kommen. Da können wir übrigens Lapis mitnehmen. Das ist wichtig für, falls wir uns mal mit den Diamanten einen Verzauberungstisch machen müssen. Deswegen suche ich ja halt auch extra Diamanten. Und für die Erze, ich möchte nicht unnötig Ressourcen verschwenden, deswegen nehme ich für die Erze, die wo man nur mit Eisenspitzhacke abbauen kann, auch nur die Eisenspitzhacke her.
Da unten haben wahrscheinlich irgendwelche Monster. Okay. Aber heute geht es nicht um Monster, sondern heute geht es um Sachen farmen. Gut. Hi Axolotl Seppi. Die machen so Schritttöne, jetzt weiß ich aber nicht, ob da ein Monster umeinander rennt oder ob das nur die Axolotl sind. Gut, dann graben wir uns jetzt einfach mal da oben und wir haben für euch da die Timelapse, also genau. Übrigens, was ich noch sagen wollte, sehr, sehr wichtig, bin daran erinnert worden, dass ich mein Axolotl-Lose ja mitgenommen habe in der Lush Cave Folge, dass ich das oben eine da habe in den Teich, also eigentlich will ich diesen Teich eine da, aber wir haben es nicht in den Teich eine da, sondern in, in die Farm. Und das muss ich dann halt einmal noch aus, oder weil ich es nicht vergiss. Genau. Aber jetzt erstmal Timelapse. Leid. Habt ihr den Sound gerade gehört? Da stapft irgendwas umeinander. Neben mir, da von der Richtung irgendwie. Und das ist auch gerade so ein Fiebton gegeben. Alter, das haben wir gerade ein bisschen geschreckt da. Ich hoffe, das ist jetzt da nicht irgendwie so ein Viech, das wo man jetzt gleich ausspringt. Ich hoffe jetzt mal nicht. Aber jetzt haben wir gleich auf Höhe minus 53. Da kann ich, minus 59. Da kann ich dann schön gepflegt Diamanten farmen. Also normal müsste das die Höhe sein, wo man schön Diamanten farmen kann. Ich finde das einfach aber blöd da mit den Kies-Sachen, weil es halt das war anfällt und dann musst du bei so. Es gibt natürlich den Fackeltrick da. Aber ja, dann ist es oft so, da musst du wieder abbauen, dann fällt das wieder endlos Kies, das was du nicht brauchst. Muss das.
So Leute, die haben jetzt da oben gerade bis auf minus 59. Da wird jetzt einfach mal nach links und nach rechts rum. Und schauen, dass ich da Diamanten finde. Also schön Strip meinen. Und am besten ist ja eigentlich, wenn man in Höhlen sucht. Aber ich weiß nicht, die haben es nicht so mit Höhlen. Weil dann verlaufe ich mich noch und dann kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ja, also Selbstgeldgefühl ist natürlich vorhanden. Oh, da haben schon. Geil. Geil, da haben schon. Dias. Geili Sache. Sauber. Da haben wir schon. Das ist natürlich Schmackofatz ist das. Schmackofatz. Gut, ich tue jetzt einfach weiter Strip meinen und ich sehe das in der Timelapse eh. So Leute, also ich habe jetzt da echt lang umeinander gearbeitet da unten in der Mine. Und ich hoffe es, also ich glaube es hat sich schon gelohnt. Also ein Stack Redstone, ein Stack Kupfer, ein Stack Lapis, 5 Gold und ein Dia und dann noch da 20 Eisen. Lohnt sich eigentlich schon voll. Also können wir gern öfter machen, ja. Sagen wir so. Und mein Plan von einem Dia ist ja auch aufgegangen. Finde ich super. Und dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Rückweg nach oben. Ja gut, so, dann haben wir wieder daheim. Das ist super. Dann haben wir erst einmal. Eigentlich möchte ich uns an die Kisten noch umsortieren. Das glaube ich mache ich jetzt auch noch die Folge. Aber jetzt tue ich erst einmal das ganze Zeug, was wir schmelzen müssen, tue ich mir noch schmelzen. Brauche ich den Stoff und den Dead-Ding, glaube ich, das tue ich nicht hernehmen, weil das Dead-Zeug kann man nicht nachformen. Also nicht abpflanzen, weil wir sitzen eine tote Pflanze einen Sapling davor kriegen. Funktionierte nicht. Ja. Dann, da die sagen, da haben wir da Dinge. So. Da.
Dann haben wir das um schmelzen. Da kommt das Kupfer rein. Da. Ah, scheiße. Warum hat der Stein drin? Da kommt das rein. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Genauso wie da. Hat das gefallen. Das ist ein Schmelzofen, das ist super. Da können wir eigentlich so gut rein tun. Schmelzofenbrot halt einfach Erze voll schneller. Was sehr effizienter ist da. Und da haben wir da dann noch unser Eisen rein. Warten wir noch nicht, bis das Braten ist und dann kommt gleich das Eisen rein. Gut. Dann, zweiter Part, mit dem wir die Kisten noch kurz sortieren. Das wird einmal eine strikte Storkiste. So, dann haben wir jetzt da alles sind ein bisschen sortiert. Da ist jetzt nur Storzeug, da ist jetzt einmal nur Holz und Naturzeug, aber das kommt da nicht an. Das kommt da rein. Holz und Natur und sowas. Drin, das können wir, genau, falls wir was mit Stor brauchen, haben wir halt da gleich unser Storzeug. Da haben wir einigermaßen seltene Sachen, ja, OP-Gap, Lapis, Redstone und alles. Und da können wir jetzt dann gleich unser anderes Zeug noch einer da. So. Danke schön. Und da nehmen wir mit der Hälfte raus, da können wir das da reinpacken. Und da können wir das einer. Das Brot dann auch mal schön saftig durch. Dann haben wir da unser Eisenzeug. Gut. Dann, da ich sagen, war es das mit der Folge. Wir haben unser Ziel erreicht, ein Tier zu finden. Das war super. Und dann haben wir aber noch ganz kurz das Abernten. Richtig satisfying da das abzumelden. Satisfying. Dann schön wieder alles abfüllen. Genau. Also Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Das hat mich richtig freuen. Ich habe jetzt gesehen, wir haben jetzt schon fast die 25 Abonnenten. Also, tut sich schon was. Freut mich immer wieder, wenn das so gut ankommt. Und wir haben jetzt schon die zweite Minecraft mit Mur Folge, die wo 100 Aufrufe oder so gehabt hat. Genau. Ich hoffe, das bleibt so, ja. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Habe die Ehre.